Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Pixar hat zugeschlagen an einen neuen Animationsfilm rausgebracht. Ja, an wie diese wohl genau ist, das sieht ihr hier. Ich muss große Merci an Kinepolis für die Unterstützung von dieser Episode. Und danke große Merci an jeden, der so fleißig kommentiert oder liked. Das hilft mir wirklich immens. So, Lightyear ist am Kino. Und ja, für alle Leute, die Toy Story kennen, für die dürfte der Begriff oder das Wort Lightyear dürfte ja bekannt sein. Und zwar geht es hier um den Buzz. Ja, die Geschichte, das denke ich, also die Prämisse von der Geschichte ist ziemlich sehr erzählt. Irgendwo hier muss den Andy ja aber die Spielsache kennen. Aber von wo soll der Buzz Lightyear da sein? Der Buzz Lightyear ist nicht einfach mal so eine Spielsache, die einfach mal so auf den Markt kommen. Nee, dazu geht der Film. Tja, das wusste man leider noch nicht. Und zwar sehen wir hier diesen Film, aus dem den Andy den Buzz dann kennt. Voilà, das soll man dann noch gesehen und da soll uns bewusst gehen, dass das dann Merchandise zum Film ist, den wir dann am Toy Story gesehen haben. Und da geht noch die großartige Geschichte vom Buzz erzählt. Ich will nicht einfach zu viel verraten, über die Geschichte, so als verhältnismäßig simpel gehalten, ging ich so. Es geht darum, dass sie auf einer Weltraummission sind, für einen bewohnbaren Planet zu finden. Und ja, der Buzz lässt da eine Kleinigkeit kommen und sie sind auf dem Planet gestrandet. Lo zielt es, auf den Hof zu kommen. Das Problem hier ein Hyperspeed-Kristall, also hier ein Treibstoff, geht dabei für die. Aber für den hier zu stellen, das ist nicht so einfach. Und das gilt dann noch hinzukriegen und auch zu testen, ob es funktioniert. Und du stellst sich die Schwierigkeit dabei heraus. Und du geht es, ja, los mal nach ein paar Plot-Twists ab. Ein paar Herausforderungen für die ganze Geschichte. So schnell und simpel erzählt, geht sie erst aber nicht direkt am Film. Für mich ist das Ganze ein bisschen rübergekommen, dass man verschiedene Pacing dran haben, den mal unterschiedlich geht. Am Anfang wirkt das ganz ziemlich gerusht. Wiederum fängt es an der Mitte dann ein bisschen Längen zu kriegen. Und zum Schluss muss man den Film da sehr fertig machen. Und ja, dann geht er ein bisschen gerusht. Das hat leider zur Ursache, dass nicht so Emotionen können abgebaut werden. Das ist ja aber etwas, was den eigentlich von Pixar kennt, dass die Filme können erschaffen, wo Emotionen zu den Charakteren abgebaut werden. Ich denke da an Inside Out oder ganz wen ich ganz stark fand, war damals Coco oder ja, eben auch Wall-E, wo stark Bindungen zu Charakteren abgebaut werden. Mir das braucht allerdings Zeit. Ich denke, das leidet ein bisschen um die Story, die sie erzählen. Das forciert das Ganze ein bisschen, dass nicht zu viel Zeit mit unterschiedlichen Charakteren verbrüht wird. Aufgesehen natürlich vom Buzz, den ist schließlich als ein Hauptcharakter. Aber für den Rest ist es da leider kriegen die anderen nicht genug Screentime. Die Punkte, wo Emotionen sollten abgerufen gehen, sind durch die fehlende Bindung wirken die nicht so. Also so ein Film wie Up, die Anfangssequenz, und darin kommen sie leider nicht. Das ist leider nicht dran. Ich will aber nicht so viel negativ an der ganzen rasch starte Welt, der Film, ging ich so als einfach mal das ein guter Film. Das ist nicht das Beste, was wir bislang von Pixar gesehen haben. Du hast schon ganz andere Kalibern auf Lager. Das hier ist so, ja, also okay. Kann in sich gehen. Aber ich denke, das gibt wohl echt etwas für das doch schon mehr junges Publikum. Da gesehen ich den Schwerpunkt doch schon echt. Weil das fand ich ein bisschen schön, weil Pixar hat das immer ziemlich gut hingekriegt, so zwei Seiten zu weisen. Das heißt, wir haben eigentlich ein ziemlich kündlich Herangehensweise für Film, wo ziemlich harmlos ist, wo kann er genießen können. Und dann haben wir aber auch eine andere Seite, die dann aber mir, ich will nicht unbedingt so ein düster, aber doch schon mir echt ist. Also wenn man Inside Out denkt, wo es ja aber um den schwierigen Thema Depressionen geht, wo ich also wusste und denke, wow, das ist aber krass, da umgegangen, auf wir kann er aber schön verpackt, dann hat das schon seine Wirkung. Und das ist heute nicht so.
mir hun zwar eng Botschaft Pixar dreht also immer eng Botschaft matt die Filme sie net sinnfrei die ass schon klar also die ass net verstoppt denken ich verrode net zu viel wann ich einfach mal erzählen im werdet dann eigentlich geht es geht darum sich selber wann den sich selber überschätzt wann den sich nicht will Hölle verlosen und das ist okay als Hölle von anderen Leute unzuholen und nicht alles muss selber stemmen da sind nicht länger aus auch wann nicht heinst du muss nach du ausgesehen das ist ein schön Prämisse aber leider wie viel du schon gesagt gibt sie nicht so Riverbrot wie das vielleicht gebraucht hat vielleicht leider doch einfach der Fokus darunter dass natürlich die Macht Toy Story ein groß macht aus dass Dora vielleicht wollt weiter gemacht gehen an dann der Bass ausgekromt wird wir dann zu sagen okay dann machen wir Dora oder ist versteht dafür dass denn dass die Idee und der Macht die den macht weiter zu feiern der ganze Situation vielleicht aber ein bisschen am Wehstung ich kritisiere nicht ganz so ziemlich viel weil ich aber riesige Fan vom Pixar Studio sehen an leider schon ein Zeitchen nicht mit die richtig fette Knüller kommt von denen leider nicht ab es von den letzten Disney Animationsfilmen die ich richtig gut fand war Encanto zum Beispiel das eigentlich war dazu kein Review den hun ich flop von mir das war kein Pixar ist tatsächlich schon ein bisschen hier dass der Film herauskommt aus dem ich richtig schmatt ich meine die letzte war tatsächlich Coco an Loheimat Lightyear dann den neuesten den halt ich will okay als Ohr bisschen blöd ich ging halt einfach so gut aus einfach aus gut ich schu mich nicht gelangweilt am Kino war kein Jurassic World etwas halt einfach du musst ihn einfach immer so und die Animationsfilme von ihnen gehen halt einfach immer besser Optik aus den absolute Wahnsinn an auch schauspielerische Leistungen sind enorm gut wenn Chris Evans den der Leute hier schwärzt an denen wirklich gut verkehrbar das sind authentisch Situationen die du durchgestaltet gehen an die Spaß machen nutzt ob irgendwo schon nachts zu schwärze willkommen als ein Synchronsprecher ich habe mich weiter nicht viel über den Film informiert das hat einen Trailer gesehen an der Wahrheit hat an es schmirkt mittlerweile wann eine Rolle schwätzt weil es stöcht immer raus dass man die Rollen richtig und Herz wissen an dass ich die immens sympathisch fanden an immens genießen die Rollen die diese Mann schwätzt an der Schwätze vom Taika Waititi den einfach den Wahnsinn aus dem Mann ich freue mich gleich am nächsten Tor für hin du Ohren können ran zu gesehen an dem Mann wird einfach ein sympathisch authentisch Aderweis wir können Sachen rüber zu bringen das halt einfach witzische Mensch den engem Charakter engem animiert Charakter mens viel Leben anhauchen kann und das Fiction Talent du musst wirklich so passt du mal enke ob der vielleicht merkt während der Geschichte oh dat du kennt dann eventuell sehen ich merke am Anfang man nie so abgefallen mir mittlerweile von Film gesehen merkt ich direkt schmengen der das hin und in dann nach 4 guckt und stark gucke gehen so yes richtig und da sind schon mal froh dass dem Mann so klein wie ihn angefangen wird immer mehr groß Sache kann man an Disney so groß vertruden hast an lo kann ihn über Disney so viel schwätze wie will an so viel hasse wie will aber dem man gut seine Chancen an den nutzt Chancen an Disney leisten ziemlich gewerde weil einfach ein Gruppe das wäre dann für dich zu den Synchronsprecher natürlich sind nach anderer dabei die das alle gut fantastisch man muss nicht zu viel an Detail gehen ja dann kann er werden definitiv hier Fredo hun du hast kein Zweifel drin die Werte Spaß hun als Erwursenen setzt den dann Main drin se sich dann ja das halt kann er Film die zweite Ebene wie Pixar Sachen du hinkriegt as leider nicht so gehen aber vielleicht das nicht ich denke einfach so hun sich storymäßig dat ernst das vier Gestalt wie das dann tatsächlich am Film umgesagt go weil die Story dieser erzählen ja wandert gesehen dann gesehen er die Thematiken sind immer schwerer umzusetzen aber brauchen eigentlich Zeit eigentlich also von der Geschichte hier die erzählt will gehen während ein Geschichte die über 2,5 Stunden hat müssen erzählt gehen wie man dat eben mehr wissen geht ja im Weltraum Epossen an das hat miss gehen wie ein Interstellar das so Thematiken halt dann auch richtig greifen
braucht dat seg Zeit an Dir ha leider net in eben och aus dem Aspekt dass de kannner Film ass. Ich mengen die manst von ihr schwerte wahrscheinlich Mattieren Klänge kann willen dann 2,5 Stunden Kino gehen weil dann kann Jo muss in der so kann bis mir unruhig geht 2,5 Stunden sitzen bleiben du hun auch halt mal Sitzleder nicht dafür bon egal wann der Lust ob ein Animationsfilm Hut an der Hut locht die Geschichte zum Bass zu gesehen also die Fan von Toy Story anfang Pixar sowieso grandios da können der stehen etwas verschwenden Zeit also auf alle Fall nicht gibt dem Film eine kleine Chance vielleicht von der Jo noch ein Stückchen besser wie ich muss so ich war der Premiere du an waren viel Leute dafür dass der Film gerade recht ungelaufen war sondern es sind gut gegangen das eigentlich Zeit wo viele Leute so am Kino sind an das war nicht so der Fall und bist traurig von mehr ich denke das war schon viel gehtt dann dazu auch nicht zu erzählen wie gesagt denkt wann schlift run zu liken zu delen an so weiter an so fort lust Meinung do überhaupt so Animationsfilme wer sind eher Lieblingsanimationsfilme muss nicht dem Disney go vielleicht von einem anderen Studio Disney das ja nicht Disney do die Animationsfilme können du winter los mir Meinung do an dann ging ich so und dann verabschiede ich mich aber wünsche ich nach ganz viel Spaß am Kino matt Lightyear.